So, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Wir machen heute mit Dark Souls 1 weiter, also mit dem No-Death-Run, beziehungsweise dem Training zum No-Death-Run. Beim letzten Mal habe ich schon gegen Schluss noch mal so kurzer, nennen wir es mal, Testlauf gemacht. Zu dem bis dahin Gelernte war weniger erfolgreich, aber ist nicht schlimm. Heute machen wir das besser. Das habe ich aber gerade vergessen. Ich habe hier dieses Speed Souls. Das müsste ich ja auch noch irgendwie aufmachen. Ich weiß gar nicht, wo ich das habe, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, ich hatte das auf dem Desktop liegen. So, Desktop Souls Speedrun. So hieß das, genau. Ja, wie war dann euer Woche so? Was habt ihr dann so gemacht? Also, ich hatte ja noch bis einschließlich Mittwoch frei. Das war eigentlich sehr angenehm. Man muss natürlich fairerweise dazu sagen, dass der Donnerstag dann schon, anstrengend ist das falsche Wort, aber es ist halt schon, wenn man dann von so 0 auf 100, also donnerstags ist halt immer ein relativ langer Tag für mich, dann ist das schon immer anstrengend. Wobei, also morgens ging's, aber so gegen Mittag war ich fertig ohne Ende. Aber egal. Ich hab's hinter mich gebrungen und ja. Oh, und von daher sind wir jetzt eigentlich gestern nach gut ins Wochenende gestartet. Ich habe hier meine Bewerbung rausgehauen für Sauerkraut. Ich weiß jetzt nicht, wie das quasi weitergeht, ob die Leute quasi schon eingeladen wurden, die genommen wurden oder nicht. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass ich dort jetzt genommen wäre, die ist sehr, sehr gering. Das muss man halt einfach so sagen, wie es ist. Aber ja, wie sagt man so schön? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Beziehungsweise, jetzt muss ich überlegen, ob ich das auch noch zusammenbekomme. Wie war das Sprichwort? Das ging irgendwie so. Wer irgendwas nicht versucht, der hat schon verloren. So nur dem Motto, ja. Aber ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Das Sprichwort. Naja, ist auch egal. Wenn man es nicht versucht, hat man schon verloren. Also versucht man es halt und kann nicht mehr, wie nichts dabei rauskommen. Ne? Also kann nicht viel schief gehen. So. Jetzt probiere mir trotzdem noch einmal hier so weit zu kommen, wie wir beim letzten Mal quasi stehen geblieben sind. Und das war, wir hatten den Boss auf der Brücke noch gemacht, also sozusagen der erste richtige Bossgegner. Und Ausrüstung auswählen, Schild. Und dort würde ich jetzt eigentlich ganz gerne noch mal hin, ohne dabei drauf zu gehen. Und dann machen wir von dort aus quasi weiter mit unserem No-Death-Run. Hier lege ich was ab. Normal war das doch immer R. So, ja, ist klar. Ihr könnt mir mal erzählen, was ihr die Woche so getrieben habt.
Also bei mir war es eigentlich alles relativ entspannt, so nichts Besonderes. Überleg gerade, war irgendwas am Dienstag oder so? Müsste aber eigentlich auch nicht. Oder am Mittwoch. So, hier. Genau. Der Kollege. So, jetzt machen wir hier die Abkürzung auf. Stark. Ausnahmsweise denke ich mal dran. Ach so, wart. Hier unten war ja der Schlüsselmeister. So, und von dem bekommen wir gleich auch noch so Schlüsselchen. Bubble, bubble, bubble. Alles klar. So, jetzt verreckt er. Ich muss halt schon 3 Stufen die Treppe hochgehen, dass er verreckt, ne? Haben wir alles von dem? Jo. Sehr schön. Dann können wir hier oben weitermachen. Dort müssten noch Gegner sein. Sehr, sehr gut. So. Wo sind denn unser Safe Games Tutorial Boss? Da würde ich gern dran denken, vor dem Tutorial Boss ein neuer Safe Stand anzulegen. Guck. Weil jetzt haben wir schön die Abkürzung freigeschaltet. Wow, Alter. Macht mal locker. Also es mit dem Parry klappt einfach noch nicht so gut. Das muss man halt sagen, wie es ist. Aber ist egal. Machen wir da hinter den Kollegen noch. Komm her. Wow, mit dem habe ich nicht gerechnet. Wow, Alter! Ey, dieses Parry, ich darf das nicht machen. Das ist scheiße. Da habe ich einfach kein Timing dafür. Bestrafung muss sein, also laden wir das jetzt schön nochmal neu. Da hätte ich müssen davor hier rausgehen, ne? Ey, ich könnte mich so ärgern jetzt mal ohne Scheiß. Ich habe jetzt auch so ein bisschen WoW weitergespielt. Ich muss tatsächlich sagen, es macht echt Spaß. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, das, als es rauskam, so war ich ja quasi in dem Gaming-Alter. Ja. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob man da auch schon irgendwie internettechnisch vernünftig angeschlossen war. Wir waren aber eigentlich relativ, ja, wie soll ich denn sagen, relativ gleich mit dabei, als es DSL gab. Gut, jetzt kommen wir natürlich aus so einem Hinterwäldlerkaff. Das heißt, bis das DSL ist also noch ein bisschen was anderes als in der Stadt. Klar. Aber es ist 20 Jahre alt, das war 2005. Da würde ich sagen, war man da auf jeden Fall schon ganz gut angebunden. Aha, mischt eigentlich schon. Gut, und jedenfalls war das aber damals, weiß ich nicht. Das war dann immer nicht meins. Ich war dann eher so, ja, hier Counter-Strike, Ballern und so, ja. Und ich weiß gar nicht, warum ich so gesagt habe, hier, nee. Gut, ich habe halt generell immer gesagt, ja, so MMORPGs oder so, das ist halt einfach nicht meins. Aber ich finde es eigentlich echt ganz gut, das muss ich wirklich sagen. Also
Es macht schon Spaß, aber gut, man muss natürlich auch sagen, das ist halt nicht dafür gemacht, das allein zu spielen. Man kann zwar natürlich auch da so random irgendwelche Leute dazu holen, für irgendeine Quest oder so zu machen, aber du wärst dann halt schon angebracht, hilfreich, sinnvoll, wie auch immer, wenn man sich mit den Leuten ein bisschen austauschen könnte über Discord oder so. Also es wäre doch schon sinnvoll, wenn man tatsächlich in irgendeiner Art Gilde drin ist und Leute, mit denen man sich dann einfach ein bisschen austauschen kann, ja, wo man dann auch sagen kann, es gibt so zwei Stellen, wo ich genau weiß, die 2 Stellen oder 3 Stellen, die packe ich allein, aber die sind haarig, ja, das ist so ein bisschen Glücksspiel, wie viel mehr du gerade triggert, wann du respawn und so weiter und so fort. Und das wäre so Stelle, wo ich dann auch froh wird, hier ist jemand in der Nähe, der die Stelle gerade mit mir machen wird. Und da eignet sich dann halt schon so Gilde natürlich deutlich besser. Das muss man halt sagen, wie es ist, ne? Aber es macht wirklich Spaß. Ich habe jetzt nur, also ich habe hier eigentlich angefangen, auch direkt Hardcore, weil ich das halt schon geil finde, weil dann Tod auch richtig schön wehtut, also muss man halt einfach ein bisschen mehr aufpassen. Da ich dann aber öfter so an verschiedene Stellen gestoppt bin, habe ich dann irgendwann gesagt, nee, komm, pass auf, ich mache jetzt nur nicht Hardcore, also normaler ran sozusagen, einfach um auch nur mehr von dem Spiel zu sehen, dass wenn man Hardcore ran machen wird, beziehungsweise wenn man tatsächlich Glück hätte und zu diesem Event eingeladen würde, dass man dann auch ein bisschen besser weiß, wie geht's weiter sozusagen an der Stelle, ne? Und dass da nicht so die Überraschungen kommen. Man muss halt fairerweise sagen, also keine Ahnung, die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt Level 60 werde wird, die ist jetzt natürlich nicht so übermäßig groß. Ah, ist doch Scheißdreck. Dann stirbst du halt so jetzt. Es ist auch diese scheiß verzögerte Angriffe, ey. Die gehen mir so auf die Schlembembel. So, jetzt müsste man quasi... Wie war denn das? Ich mache jetzt nur Partie beenden. Dann müsste ja eigentlich das Safe-Stand anlegen. Und dann mache ich hier Import Safe State. So, und dann kann ich den hier nämlich löschen. Also den an der Stelle, wo wir jetzt gerade sind. Und kann den anderen hier so benennen. So. Und dann müsste das doch eigentlich gut laufen. Ja. Also ich muss sagen, es macht tatsächlich Spaß. Aber, und das muss ich auch sagen, das wird auch schon diverse Male bei den bei dem Event hier jetzt von The Streamer oder von manchen Streamer angemerkt. Es ist tatsächlich es ist tatsächlich schon sehr ja, langweilig ist das falsche Wort, aber zumindest nur mühselig. Ach, zu früh auf Springe gedrückt. Ist so dumm, ey. Ja, es ist auch schwierig. Bei Bossgegner darf man nichts erzählen. Du musst mal aufpassen. Also, die Wege zwischendrin, die sind halt streckeweise schon echt lang. Und, also, da wäre wirklich so Schnellreisefunktion wäre echt geil. Also, ich meine, die gibt's ja mit diesen Greifen, mit denen man dann hin und her fliegen kann oder so. Aber ich meine jetzt so, ach so, was weiß ich, zumindest nur zwischen der Ortschaften. Ja? Ich meine, man kann ja quasi noch nicht nur diesen
man kann ja quasi noch nicht mal diesen Heimkehrstein wirklich dafür benutzen, weil der hat ja immer stundenlang Cooldown. Kannst du jetzt mal bitte hinter den gehen? Ist das jetzt wirklich zu viel verlangt? Ach, wieder zu früh gesprungen. Na, das ging noch. Komm, wir trinken wir was. Wir Honzio. Ja, ach, zu früh gesprungen. Das ist, wenn der immer aus dem Scheiß Tritt draus bist, dann ist es einfach scheiße. Manchmal verzögert er die Dinge und dann wieder nicht. Er muss ja auch zuerst mal rinkommen, ne? Also das war jetzt noch nicht so gut, muss man echt sagen. Aber okay. So, jetzt geht's quasi hier weiter. Was ich jetzt noch nicht so ganz verstanden habe, ist, dass ich irgendwie zu viel Estus Flakons bekomme, wenn ich jetzt noch welche übrig habe und dann an einem Lagerfeuer raste. Das ist ein bisschen komisch. Aber gut. Wenn ich jetzt den richtigen Nord-Death Run mache, passiert das natürlich nicht, weil ich dann nicht dieses Souls Speedruns Ding nehme, für die Safe Games zu laden. Und was eben schon auch auffällt, also was Level angeht, dass, wir haben jetzt 3, jetzt haben wir 10. Und normal dürfte mir nur 5 haben. Verstehe ich nicht. Nein. Wir können jetzt aber aufleveln. Nicht vergessen. Ja. Das Aufleveln dauert natürlich auch mit der Zeit schon lang. Also, am Anfang, das geht sau schnell eigentlich, so bis Level, ich nicht 6 oder 7. Kann ich in einer Stunde, anderthalb Posche das locker. Aber ab dann wird es schon mühselig. Und das wird jo auch nicht besser mit der Zeit, ne? Gut, irgendwann muss man dann natürlich so Dungeons machen. Das habe ich noch gar nicht gemacht, weil ich halt auch niemand habe, mit dem ich das machen könnte. Man konnte hier auch irgendwo Sache hole, die man gut benutzen konnte. Für irgendwelche Auflevel-Aktionen. Weil gegnertechnisch sind wir hier nicht so geil aufgehoben. Also ich meine, das geht noch, aber du ist jetzt relativ schnell Schicht im Schacht. Ich glaube, hier hat man dann irgendwie genau den Weg freigeschaltet zu dieser Höhle-Gedöns hier. Ich weiß aber auch tatsächlich nicht mehr so wirklich, was hier eine gute Reihenfolge ist zum Spiele. Wenn ich ehrlich bin. Guck mal, der betet die Wand an. Warum macht er jetzt eigentlich nicht diesen Backstep? Und die betet irgendwie wirklich so richtig die Wand an. Aber normalerweise, wenn ich hinter dem stehe, dann tut er doch hier von hinten das Schwert quasi ins Rückenmark rein operiere.
So, du war jetzt irgendwann so Stelle, wo man nicht mehr so richtig weiter sollte. Ah, Panzerbrecherschwert gab es hier, genau. Aber das kann ich mit Sicherheit noch nicht benutzen. Hier sind wir, glaube ich, herkommen, ne? Sieht gut aus. Jetzt können wir die Seele poppen und dann können wir quasi noch ein bisschen aufleveln. Schaden tut das auf jeden Fall nicht. Feuerbandschrein. Oh, du musst aber echt aufpassen, dass man drunter fällt, ne? Ich habe hier wirklich keine Höhenangst. Aber in dem Spiel hier, wenn ich so hoch bin, so kriege ich immer weiche Knie. So, jetzt passen wir auf. Ne, nicht Status anzeigen. Hier das, genau. Benutzen. Benutzen. So, noch sowas haben wir nicht, ne? So, stopp. Jetzt könnten wir mal gucken. Das Schwert hier. Stärke 10. So, jetzt machen wir dann die Stärke auf 10. Und dann müssten wir das doch eigentlich ausrüsten können. Hier. Panzerbrecher, ne? Der macht auch noch mal mehr Schade. Sieht man das hier irgendwie? So hier. 75 plus 12 Schaden. Und das macht 56 plus 11. Also sind wir mit dem Panzerbrecher schon ein bisschen besser aufgehoben. Und das ist ein Degen. Das macht sie noch geiler. Das macht's ja noch geiler. Weil dann habe ich eine ganz enge Passage hier nicht so das Problem. Jetzt wäre es eigentlich ganz gut, wenn man zuerst hier oben den Kollege wegknabbere wird. Nein, nein, nein. Oh. Gehen wir zuerst eine Moschee runter. Das wäre fast schon wieder in die Hose gegangen. Okay. Wenn es geht, nach, ne? Jetzt bin ich, jetzt habe ich keine Light, also keine leicht die Rolle mehr, ne? Die steht hier irgendwo, die Belastung ist es, glaube ich, ne? Weil die Rolle, die ist jetzt schon sehr behäbig. Also bis er aufsteht. Machen wir nochmal hier das Bandite-Message. Ja, das ist schon ein ganz anderer Schnack, ne? Jetzt müssen wir mal gucken, was für... Ach, doch Scheißdreck. Was für ein Wert dafür zuständig ist, die Belastbarkeit hochzutreiben. Gibt es dort eigener Wert?
So, wie ging es jetzt hier weiter? Jetzt sind wir, glaube ich, auf die Burgmauer kommen wir jetzt, ne? Genau. Geil. Ach, wie kann man nur so schlecht im Parry sind? Ist doch eigentlich nicht so schwer, oder? So. Stopp, das nehmen wir mit. Okay. Ich würde tatsächlich den zuerst machen wollen. Dann hier die Wand wegmachen. Wow. Alter. Das ist echt gefährlich. Das denke ich immer nicht. Also ich habe schon dran gedacht, dass dort einer drin ist, aber ich habe nicht gedacht, dass der jetzt rausgelaufen kommt. Du kannst so no das ran natürlich auch schnell verbeißen an so einer Stelle dann, ne? So, und hier kam auch irgendwann mal einer her. Ja gut, schauen wir mal. Ach, genau. So. Sehr gut. So, der ist schon mal weg. Das ist auch eine saudumme Stelle, weil sie hier dranhänge. Das sind 4 Stück jetzt, ne? 1, 2, 3, 4. Oder hat er hier schon nur gelegt? Ja, weiß man nicht so genau. Wo kam das jetzt her? Gut. Menschlichkeit. Aber war hier nicht noch irgendeine Truhe oder so mit Armbrust oder sowas? Ich bin doch hier durchgegangen und habe mir irgendwann mal gedacht, ja, lohnt sich eigentlich dann schon. Ah jo, da oben steht noch einer. Der kommt aber nicht runter, ne? Nee. Komisch. Also sonst gäbe es überhaupt keinen Grund, sich hier den Aufwand zu betreiben, hier lang zu gehen. Wenn jetzt das Einzige, was man bekommt, dann irgendwie so Seelepäckchen ist. Oh, nee. Wenn ich hier runter, das ist der ganz normale Weg, wo ich eben auch hochkommen bin, ne? Weiß ich nicht. Gut, dann geht's hier weiter. Ah. So, gehen wir noch mal kurz retour. So, jetzt geht's hier oben weiter. Ah jo, wieder einer rausgehauen. Komm, wir trinken mal was.
Warum diese verzögerten Angriffe? Den machen wir jetzt zuallererst dort oben weg. Generalschlüssel. Mhm. Holzschild. Wir haben jetzt, glaube ich, auch Holzschild. So, jetzt haben wir noch 2 Flaschen. Die andere Flasche, die dort noch sind alle fake. Dann holen wir uns zuerst mal hier das Leuchtfeuer. Aufsteigen. So, Belastung. Was erhöht Belastung? Kondition. Kondition. Warte, ich habe hier noch von diesen Seele-Dinger, die können wir auch noch poppen. Geil, guck mal hier, benutze. 3. Und 1. Da muss ich mir irgendwann auch mal noch Gedanken darüber machen. Was für Waffe ich dann zu welchem Zeitpunkt hole und welches Level ich dann brauche. Ach so, stimmt, jetzt sind die alle wieder da. Jetzt könnte man aber theoretisch noch mal kurz gucken. Wenn wir den hier versorgt haben. Ob wir jetzt diese andere Waffe ausrüsten können, der Panzer Pressure. Ich weiß nicht, das ist schon... Also ich habe kein so richtig Fettroll. Aber der braucht schon seine Zeit, bis er wieder aufsteht jetzt, ne? Richtig gefallen tut mir das tatsächlich nicht. Aber wir sind eigentlich ganz gute Beine. Ich glaube 70% war als die Grenze, wo es dann happig wird oder so. Aber ich finde den halt schon eigentlich ganz gut. Boah. Guck mal. 3 Werte vom Schwert, guckt hinten wieder raus, ey. Geil. Das Dumme ist halt, weil es 2 sind. Mhm. Ich hätte gern zuerst nur vorne den. Man konnte ja auch irgendwie treten. Oh, hoppala. Wie ging da ein Treten nochmal? So schon mal nicht. Alter! Ich glaube, wer ist ein Kammerlanseträger? Parry wahrscheinlich nicht, ne?
Ja. Mit 7 sind wir gestartet, ne? Das heißt, 3 Stück haben wir verbraucht, 2 Stück haben wir noch. Jetzt haben wir noch 1. Wie tritt man denn? Nee. Ich weiß nicht, wie man tritt. Dass ich den so Schild wegtreten kann und dann könnte ich zustoßen. Das ist so nur hinne. Schwierig. Tatsächlich schwierig. So kann man die natürlich auch machen, aber es wäre tatsächlich geiler, wenn ich denen das Schild wegtreten könnte, aber ich habe keine Ahnung, wie das geht. Der larvt auch, als hätte er sich in die Hose geschissen, ne? Genau, komm bitte so ein bisschen mehr in die Mitte, dass ich hinter dich komme, danke. Gut, das ist aber natürlich trotzdem auch ganz gut die Taktik. Das heißt, ich hole mir die hier vor, dann gehe ich hoch, warte bis einer wieder weg ist. Und dann kann ich den anderen nämlich in Ruhe machen. Hat hier wieder hervorragend funktioniert, die ganze Geschichte hier. So, Gegenstand kaufen. Und zwar, wenn ich das richtig im Kopf habe, haben wir hier... Was kostet dann das Rapier? Das wäre natürlich wahrscheinlich noch geiler als der Seelenbrecher, ne? Also erst holen wir mal die Kurzbohr. Und jetzt können wir uns natürlich das Rapier nämlich leisten. Was hier das normalerweise kostet? 600 Öcke. Thank you kindly. Ah, ich habe gedacht, mir hätte noch Seele eingesammelt. Naja, dann halt nicht. Dann holen wir uns jetzt noch ein paar Pfeile. Holzpfeil, Standardpfeil. Was ist so der Unterschied? Der Standardpfeil macht 45 Schade und der Holzpfeil 35. Ist das so? Der kostet 3 Seele und der kostet 10 Seele. Naja, gut. Ja, ich meine 42 Pfeile sind natürlich nicht die Welt. So, jetzt haben wir hier Schlüsselgedöns. Und wir kriegen hier noch das Uchi-Katana. Aber das Uchi-Katana, das brauchen wir wahrscheinlich Schicklichkeit, ne? Ne, Stärke 14 brauchen wir, mir Hand 10. Gut, da sind wir natürlich noch ein gutes Stück von entfernt. So, jetzt kommen wir dann aber, glaube ich, noch... das sind nochmal viel Gegner. Da! Silber hatte man, ne? Dann sind wir jetzt quasi bei 0.
Wo hängt der dann jetzt schon wieder, Fechto? Habt ihr das jetzt wieder gesehen, wie man da an 3 Backsteine hängen bleiben kann? Wurfmesser sind natürlich auch eigentlich ganz geil, ne? Okay, hier war nix. Warte, hier um die Ecke, genau. Genau, hier war die Armbrush. Weil man die eigentlich auch nicht unbedingt bräuchte. Und jetzt könnte man quasi hier ohne den Kollege verarzten. Ach, der schmeißt mit Sache. Wo kommt denn der jetzt eigentlich her? So. Warte mal. Hier ist ja auch noch was. Hier oben müsste ich doch eigentlich schon alles aufgeräumt haben. Ja. So, dann hocken wir uns jetzt nämlich gleich ans Feuerchen. Also dieser Seelenbrecher ist, glaube ich, echt nicht so geil. Ach so. Habe ich jetzt natürlich wieder vergessen. Wann kommt dann das nächste Leuchtfeuer? Ich glaube, hier kommt jetzt so schnell keins mehr, ne? Also das bedeutet... Hä, ich habe doch hier eben nur so Seelebälge aufgenommen. Gut, aber das reicht so oder so nicht, um noch ein Level zu machen, ne? Nee, ja, komm dann. Lassen wir es. Ist doch egal. Aber 4 Schläge sind natürlich schon arg viel, muss man sagen, ne? Kommen die hier hoch? Ja. So. Und jetzt machen wir überhaupt gar keine Gefangene. Der hätte die Pfeile auch automatisch ausrüsten können. Kann man hier eigentlich in der Steuerung irgendwo einstellen? Warte mal, Schiff. Okay, das ist Parade. Sprintrolle, Rückschritt, Springen, Aktion, Zweihand. Aber was jetzt drittes steht dort auch nicht, ne? Und dort steht tatsächlich auch nichts davon. Rechte Maustaste. Also ich hätte gern
dass der hier nicht, wenn ich rechts drücke, hier so gezielt lässt, sondern ich hätte eigentlich ganz gern, dass der, ich hab gedacht, der kommt dann hier vorgelaufen. Ich hätte halt tatsächlich eigentlich gern, dass ich die Taste gedrückt halten muss. Wow. Ich würde gern hier von der Brücke runter. Das war ach wieder eng, ne? So richtige Falle tut mir das halt nicht mit dem Rapier hier. Ist schon ein bisschen behäbiger. Ach. Ich hasse Parry wie die Pest. Weil ich es halt auch einfach nicht kann. Ja, aber sonst gibt's hier ja nichts, ne? Das ist nur gut, damit er uns nicht zu späterer Stunde in die Rücke fällt. Guten Tag. Wer wird gern? Ja, nicht alle auf Aim, wenn es geht. Alter. So, Kollege, komm du mal da runter. Ja, der macht, ich glaube, jetzt schönes Feuerchen, ne? Sehr gut. Hier oben dürfte eigentlich niemand mehr sein. Die haben wir alle gar von unten mit dem Bogen weggesnipert. Sehr gut. Hier die Tür konnte man aufmachen. Ja, sehr gut mit dem Anwesenschlüssel. War hier irgendwas Besonderes? Ah, hier kam er quasi an den Blitzzaubern, ne? Hier müsste er jetzt eigentlich gleich aufschlagen. Eieiei, der hat aber auch ein Höllentempo drauf. Ja, das ist natürlich auch eine dumme Position, gegen den zu kämpfen hier in dem engen Raum mit seinem scheiß Speer. Dann lauft er natürlich ja immer an der Wand rum, als wollte er im Knast duschen.
Ist eigentlich auch dumm, dass man hier drin geht in Kämpfe, ne? Man könnte ja auch vorne in den Vorhof gehen. Also man hätte ja auch hier draußen kämpfen können. Das wäre ja, naja gut, auch nicht viel mehr Platz gewesen, ne? Ah, stimmt. Das war draußen noch so einer mit dem Flitzebogen. Den hätten wir müssen zuerst wegmachen. Wäre zumindest clever gewesen. Glücklicherweise sind sie nicht zu zweit drin gekommen, sondern nacheinander. Sehr gut. So. Wo schießt der jetzt? Ah, hier ist der Turm. Das war aber normaler, ne? Jo. Sehr gut. So, dort unten ist hier so Black Knight. Den packe ich halt nicht, ne? Ich meine, gut, was heißt, ich packe ihn nicht? Aber ich glaube, den muss man dann schon Parry oder Backsteppen. Und der macht, glaube ich, gut Schade. Gut, das hier ist hier Training, ne? Das könnte man dann schon machen. Sollen wir... Also ich mache hier Unemo Speicherstand. Hier sind wir rinkommen, oder? Ja. Ich mache hier mal Speicherstand. Black Knight. Dass ich den hier auch ab und zu mal üben kann. Ob das überhaupt Sinn macht oder nicht. So, und dann brauche ich Import State. Rename. So, wie nennen wir das Ding? Oh, Schreiben muss auch gelernt sein, ne? Also Black Knight. Und dann müssen wir die hier umbenennen. Erster Boss 06, Drachenbrücke 07. Fortfahren. Das ist halt ganz geil hier, ne, bei Dark Souls oder auch Elden Ring oder so. Du kannst dich jederzeit an für sich ausloggen. Wie rüste ich das hier? Hä? Was war denn das? Das wird die Schade mal ohne Ende, das kann man sich auch sparen. Ich brauche die scheiß Brandbombe hier eh noch für dieses für dieses Schwein. Alter, ich habe eigentlich gedacht, der haut jetzt an mir vorbei. Scheiße.
Aber der hat dann so im letzten Moment hat er noch einen 90-Grad-Dreher gemacht, ne? Also Brandbombe können wir uns den sparen. Erstens mache die quasi keinen Schaden. Habe ich diese Speed Souls jetzt aus Versehen zugemacht oder ist es abgestürzt? Könnte schon sein, dass ich manchmal mache ich so aus quasi, wie soll ich sagen, aus Gewohnheit speichern, Programm zumache. So, ihr Bube, also. Konnte man da irgendwie gehen? Das merkt der aber schon rechtzeitig, oder? Jo, merkt das rechtzeitig. Wo geht's denn eigentlich statt Hunde weiter? Ich komme noch nicht mal hinter den. Und ey, dieser Schlag, ne, eine Pfanne, wo er eigentlich eine Pfanne an mir vorbeihaut und dann im letzten Moment noch so 90 Grad Schnitt macht. Also der ist ja auch echt nervig wie die Sau. Sollen wir mal gucken, ob wir den parry können? Also es interessiert mich jetzt eigentlich nur, ob ich in irgendeiner Welt eine Chance geht, den hab. Und ob Backstep überhaupt was bringen wird. Naja, 104 Schade ist jetzt schon nicht verkehrt. Er haut ja Hülle Tempo drauf. Ach, jetzt gibt er Gas, alles klar. Ich meine, klar, wenn du den Parry kannst, dann hast du hier mehr oder weniger leichtes Spiel. Aber wir haben jetzt schon öfters festgestellt, dass das nicht unbedingt meine Kernkompetenz ist. Ja. Halt schwierig, ne? Den zu parryen. Dann ist er locker machbar. Aber ich verkacke dieses Parry-Fenster zu oft. Deswegen weiß ich nicht, ob das so eine geile Idee ist. Was ist das für Ringeldre? Das war doch Ringeldre, oder? Ja gut, verkehrt ist das schon mal nicht. So, und wo geht's jetzt hier hinter? Sackgas. Hier geht's in den Tod.
So, jetzt machen wir hier oben den eigentlichen Bossgegner. Ohne Flasche. Wenn alles nach Plan läuft, brauchen wir auch gar keine Flasche. Aber gut, wenn wir jetzt da oben noch die zwei stark, du hast auch in die falsche Richtung geschossen. So. Sehr gut. Jetzt gehen wir runter und machen uns Blitzschade auf unser Degen. Und eigentlich können wir den auch schon direkt beidhändig nehmen. Goldharz. Ich weiß nicht so genau, wie lange das hält. Könnte halt sein, dass es cleverer wäre, wenn wir das erst drauf machen, wenn wir hier oben sind. Oder wenn wir von unten auf den draufgesprungen sind. Ja, easy, Leute. Ist doch überhaupt kein Thema gewesen. Das war ja schon fast langweilig. So. Jetzt wäre tatsächlich Leuchtfeuer nochmal ganz geil. Jetzt müsste man eigentlich schon unter die Brücke auf die Brücke kommen. Genau, ja. So, hier unten war der Sonnekrieger, oder wie der heißt. Ah, hello. You don't look. I am Soler of Astora, and now that I am undead, I have come to see you. No, no. Okay, danke fürs Gespräch. Ja, hab ich befürchtet. Oh fuck. Ich muss noch weiter laven. Ich muss bis zu diesem mittleren Ding, ne? Ich hatte jetzt schon Schiss gehabt, ich bin dran vorbeigelaufen. Komm noch mal. So. War es nicht so, dass hier irgendwo eine Abkürzung ist zum Leuchtfeuer? Genau. Ist so ein Pain, dass man hier nicht schnell runterrutschen kann. Ich habe gedacht, das wird in jedem Dark Souls funktionieren. Aber hier scheinbar nicht. So, aufsteigen. Vitalität ist auf jeden Fall schon mal extrem wichtig. Stärke ist natürlich auch ganz gut. Fürs Uchi-Katana. Ja. Aber ich glaube, Vitalität ist echt jetzt am Anfang wichtiger.
Ach so, ja, stimmt. Jetzt lebe die ja alle wieder. Kommt der hier runter? Nee, ne? Gut. Dann gehen wir hin zu der Ratte. Die Frage ist halt auch, vielleicht mache ich das jetzt mal hier. Dass ich hier nochmal Spielstand anlege. Rename. Weil ich bin mir nicht sicher, wie viel Schuss brauche ich, um diesen Drache kaputt zu machen und das Schwert zu bekommen. Und ist das überhaupt, wie soll ich denn sagen, ja, so brauchen wir auf jeden Fall mehr. Ist das überhaupt worth it? Oi, 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 wo ist er dann? Weil wir haben jetzt nicht so viel Pfeile am Start, ne? Und ich meine mich zu erinnern, dass ich extrem viel Pfeile gebraucht hat. Und die Pfeile könnte man halt an anderer Stelle wahrscheinlich noch besser gebrauchen, ne? Gut, wenn man nur 10 Pfeile bräuchte, dann würde ich ja sagen, okay. Aber wahrscheinlich brauchen wir eher 50 oder so. Das bekommt man aber erst, wenn der Drache tatsächlich tot ist, ne? Oder fällt der Schwanz quasi vor seinem Tod ab? Ich mache natürlich auch nicht viel Schade mit dem Bogen hier, ne? Gut, irgendwann wird auch noch mal Händler auftauchen, wo man Pfeile kaufen kann. Ich würde sagen, so bis 15 Pfeile würde ich mich vielleicht nur runterarbeiten. Gut, ich kann auch durchziehen. Ich kann sie alle gar raushauen, dann weiß ich zumindest, wie viel nicht reiche. Und notfalls kann ich wieder neu laden. Das Schwert wäre halt schon, das ist glaube ich relativ gut am Anfang. Aber ich meine mich zu erinnern, dass ich hier extrem viel Pfeile gebraucht habe. Als ich das erste Mal gespielt habe. Jetzt haben wir schon 20 Pfeile drauf. Ich habe irgendwie im Kopf, dass er irgendwann auch noch den Schwanz dann irgendwie anders positioniert und ich dann noch schlechter getroffen habe.
Das hat jetzt schon so ein bisschen was von World of Warcraft. Quasi hier ganz lang stehe, nichts mache und warte, bis irgendein Gegner respawnt und man draufhauen kann. Und dann hat man so viel Glück, dass nicht einer, sondern 5 respawnen und die alle gar an deine Hacke sind und dich umbringe. Aha, da ist es doch. Wie viel haben wir jetzt gebraucht? So 25, 26 Pfeile ungefähr. So, und dieses Schwert können wir natürlich noch nicht ausrüsten, wahrscheinlich. Wo ist denn das? Ah, hier oben. Gut, das ist schon gut, das Schwert, ne? Gerade am Anfang. Aber braucht 16 Stärke, haben wir natürlich noch nicht. Okay. Aber ist doch gut, dass man das schon mal wisse. Wow, hier müssen wir echt... Ich hab gerade gedacht, da müssen wir aufpassen, das ist ein Gegner. Mir hole das Schwert raus und scheiße war's. Gut, also wir wissen jetzt, wir brauchen ungefähr 25, 26, 27 Schüsse. Circa. Und mir bräuchte Stärke 16. Und dann ist halt tatsächlich so ein bisschen die Frage, rentiert sich das wirklich? Ja. Nee. Komm du schön hier vor. Komm hier vor, wo ich dich sehen kann. Komm hier vor, wo ich dich sehen kann. Ja. Nein. Man hätte jetzt hier können so Backstep probieren, ne? Aber das ist mir hier auf diesem schmalen Steg echt zu riskant eigentlich. Er könnte gerade runterklitschen. Wenn ich wüsste, wie man tritt. Okay, wie lange kann ich das machen, bis mir schwindelig wird? Jetzt ist er wieder an der Wand. Geh von der Wand weg. Na komm. Wenn ich wüsste, wie man tritt. Rede ist was für Weicheier. Mir mache Backstep. So, und hier würde ich jetzt auch tatsächlich sagen, der versuche die Mäuse hier vorzuholen. Jetzt ist die Frage, hier ist rechts noch die Mama-Maus in der Ecke, aber ist hier links auch noch was? Mhm. Sehr gut. So, wie ging es jetzt hier weiter? Ich höre ein Feuer. Ah, genau. Jetzt sind wir hier im Bezirk der Untoten. Genau. So, und hier hatte man ja jetzt tatsächlich ein bisschen das Problem. Stark. Noch stärker. Jetzt dreht sie sich um. Warum schießt der dann immer nur rechts? Ist doch jetzt so viel Wind von rechts oder was? Ja geil, 7 Schade mache ich du.
Guck mal, was fliegt denn der Pfeil bitte für einen Bogen? Gut, 7 Schaden ist natürlich ein bisschen dürftig, wenn ich ehrlich bin. Also das kann ich knicke. Mache hier weniger Schade, als ich bei dem Drache gemacht habe in meinem Pfeil. Hat er jetzt Akku verloren? Glaub schon. Der, genau, der kann schon mal schön hier vorkommen. Das wäre mir gerade recht. Ja gut, wenn der von dem anderen Kollege überholt wird, wäre auch nicht schlecht. Da wüsste ich nämlich theoretisch, wie ich eine Parry kann oder dass ich eine überhaupt Parry kann. Das weiß ich beim Lancelot hier nicht. Sehr schön. Das hat doch hervorragend geklappt. So. Stopp. Kommt hier ohne einer hochgelaufen. Nee, ich glaub nicht, ne? Gut. Jetzt könnte ich theoretisch wieder das Pfeil und Bogen in die Hand nehmen. Obwohl, brauchen wir wahrscheinlich gar nicht. Wir lassen uns einfach kurz blicken und dann kommt der doch normal runter. So, ist hier... Da ist erstmal keiner mehr. Okay. Jetzt wäre die Frage, wie lang kommt der oder wie weit kommt der uns nachgelaufen? Läuft der uns nach bis ohnehin vor die andere Tür? Ja, sieht ganz gut aus. Genau. Der läuft schon, als hätte er in die Hose geschissen, ne? Oh, wie agil ich bin. Ich tänzle. Wow. Das war der Gehört, dass ich mich immer nicht lustig gemacht habe. Tschüss. Sehr, sehr, sehr gut. So. Und wenn jetzt alles nach Plan läuft... Ich habe irgendwie im Kopf, dass hier noch irgendwo einer rumsteht. Wahrscheinlich versteckt der sich hier irgendwie hinter den Fässer oder so. Ey, der Bogen ist halt schon richtig geil, ne? Es könnte aber halt tatsächlich sein, dass beim letzten No Death Run, den hier, also DLDU, dass dort der Bogen irgendwie kaputt war oder so irgendwas. So, stopp.
bevor wir jetzt hier weitermachen. Jetzt generieren wir zuerst mal Spielstand. Import Save State. Rename. Nashorn. Zack. So, fortfahren. Und jetzt ist Folgendes. Wir haben jetzt diese Totenköpfe. Diese Köderschädel haben wir jetzt. So, wenn ich diese Köderschädel benutze und dann müsste eigentlich in meiner Vorstellung dieses Nashorn hier unten ins Feuer laufen. Und sehr elendig verrecke. Oder auch nicht. Okay, ich würde gerne ein bisschen zurückgehen. Ungefähr so hatte ich mir das vorgestellt, wenn ich ehrlich bin. Jetzt wäre aber die Frage, dieses Tor hier unten, ist das offen? Also kann ich hier jetzt einfach runter? Ja, ne? Okay. Naja, gut. Jetzt legen wir den Kram noch mal ab. Ach. Wie lege ich die denn ab? Gegenstand ablegen. F. Okay. Gut, gut, gut. Reißkleierhelm, weiß ich nicht. Kann man, ist der, taucht der was? Langschwert. So, das Langschwert, das ist nämlich eigentlich ganz geil. Können wir auch schon tragen. Wow. Kameraführung aus der Hölle, ey, ohne Scheiß. Das Langschwert ist, glaube ich, das Schwert, mit dem ich dieses ganze Spiel durchgespielt habe. Meine Hoffnung war jetzt, dass der schön nah an das Gitter kommt und ich ihn dann am Gitter kaputt machen kann, aber... Kuckuck. Kuckuck. Der läuft in die falsche Richtung. Oh ja. Oh ja. Das ist wohl ein Fall, den ich sagen. Kuckuck. Okay. Mach doch weg jetzt! Ey, Kollege! Du hast einen Pfeil in die Brust stecken, wo hast du den dann her? Ja, gut. So. In dem Raum war jetzt meines Wissens so ein bisschen Highlife in Dose. Deswegen machen wir das hier schön gechillt. Wow.
Nein, nicht ein Feuer! Herrgott, du nervt der noch irgendwo. Jetzt laufen wir aber auf dem letzten. Auf dem letzten Loch, aus dem letzten Loch pfeifen wir jetzt. Hier ist niemand. Hier ist auch niemand. An der Decke hängt niemand. In dem Raum ist, glaube ich, der Simon verreckt. Oder war es der Ede? Ich glaube, es war der Simon. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es der Simon war. Okay. Mach doch bitte die Bank kaputt. Danke. Geheimschlüssel. Das ist aber jetzt Geheimschlüssel. Stimmt, für Geheimtür. Stellt sich nur die Frage, wo die Geheimtür ist. Ja, ich sag's wie es ist. So Leuchtfeuer wäre eigentlich noch mal ganz geil. Dass hier jetzt gar kein Gegner sein soll, weiß nicht. Das ist jetzt aber kein Bossgegner, oder? Wäre schon ein bisschen gemein. Ah ja, okay. Oh, jetzt sind wir aber ganz oben. Ah, jetzt weiß ich, wo wir sind. Ich glaube... Oh ja. Ganz blöde Situation jetzt. Ganz blöde Situation. Wie ist denn das, wenn ich diese Menschlichkeitsdinger nehme? Bekomme ich dann auch Energie dazu? Ich habe sowas im Kopf. Ja, geil. Alter! Damit habe ich nicht gerechnet. Alter, der hat sie richtig drauf. Scheiße. Aber gut, wenigstens wissen wir, dass wir nicht in die Richtung laufen müssen, theoretisch. Ich bin ja jetzt mal ganz ehrlich. Habe ich doch gemacht, oder? Vielleicht habe ich zu schnell auf Spielstand laden gedrückt. Didim. Didim.
Richtig Langhalle, diese Köderschädel, aber nicht, ne? Wow, wo kommst du dann her, Kollege? Der war jetzt aber hier schnell am Start. Ja, und jetzt guckt, jetzt hat der das Nashorn-Teil hat nichts getroppt hier, ne? Nicht nur, dass er nichts gedroppt hat. Ich bekomme jetzt auch das Langschwert nicht, dass der Anna hier verloren hat. Das ist gut. Wow, ich weiß natürlich jetzt auch nicht, ob dieses Langschwert an der Stelle immer hingeschmissen wird. Oder ob das jetzt Zufall war, ne? Weiß ich nicht, wie da die Drop-Chance ist. Ja, dann müssen wir halt mit dem weiterkämpfen jetzt, ne? Hier, das waren 3 Stück, ne? Ja. Sieht so aus. Wenn ich im Parry besser wäre, dann wäre das ein ganz anderer Schnack. Naja, gut. Wäre ja auch langweilig, wenn man alles wegparry könnte. Stopp, stopp, stopp. Was ist denn das? Lohnt sich das? Ja, weiß nicht. Weiß nicht. Man sieht hier, glaube ich, auch nicht, wie viel Seele sowas eigentlich jetzt geben würde. Das ist hier, war das bei Elden Ring? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, bei Lies of P hat man es gesehen, oder? Zumindest nur bei Wu Chang. Ach, das ist ein Lanzenträger. Ey, die hasse ich wie die Pest. Hör auf. Trinke ist unfair. Ich habe auch nichts mehr zum Trinken. So, und hier kam jetzt erst... Okay, hier ist einer. Und das ist auch wieder ein Lanzenträger mit Schild. Das ist schon schlecht. Okay, und dort ist ein Schwert, Mann. Ja, in dem enge in dem enge Gang kämpfe ich bestimmt nicht gegen den. Ach so, hier kann man ja nicht springen, ne? Ja. Alter, warum springt der nicht? Ich habe auf Springe gedrückt.
Ey, man sieht nichts. Das ist doch scheiße. Warum hat er jetzt eigentlich nicht diesen Sprungangriff von oben gemacht? Beschiss. Beschiss. Gut. Dann machen wir das jetzt anders. Stirb! Alter! Wenn der nicht so dumm gewesen wäre und wäre runtergesprungen, hätte er mich können schön lang machen, allebei. Wo kommt der denn her? Wow! Ach, es geht wieder nicht. Haha, ich war schneller. Hi, gut. Komm, jetzt saufen wir was. Guck mal, hier ist aber wieder nichts getroppt. Komisch. Ey, die sind aber jetzt ganz verwirrt, oder? Also gerade sind sie echt komplett verwirrt. Also so, wo sie rumlaufen und so. Und jetzt sind es hier auf MO4. Eben waren es nur 3. Stark, das kann ich auch. Wo kommen die dann alle her? Was eine Pein. Glücklicherweise haben wir Menschlichkeit am Start. Ah, das ist der, der hier normalerweise steht. Das war jetzt extrem komisch. Wobei, wenn man hier jetzt runterfallen wird, dann stirbt man ja nicht, oder? Das ist hier jetzt so hoch nicht, dass man hier sterben müsste. Zack. So, jetzt legen wir hier aber mal ein neues Safe Game an. Und zwar Import umbenenne Gang zum Leuchtfeuer.
Fortfahren. Kannst du ja was anderes machen als links, rechts watschele. Sehr schön. So lobe ich mir das. Hallo. Müsste eigentlich funktioniert haben. Oder zumindest ausreichend gewesen sein. Ah, jetzt. Alter! Er war schnell unterwegs gerade. Das war ach der krasse Schwertkämpfer von links, ne? Nicht hier der Lanzeträger von rechts. Komm jetzt nur noch aus dem Gang raus. Hopp. Hopp. Zack, zack, zack. Jetzt macht der den Michael Jackson Moonwalk in dem engen Gang mit seinem Speer. Er wird stecken bleiben in dem Gang. Tschüss. So, jetzt dürft ihr eigentlich sowohl rechts wie auch links keiner mehr stehen. Also hier safe, hier auch erstmal safe. Sehr gut. Das Item hier ist halt die Frage, ob sich das lohnt, auf die Fresse zu bekommen dafür. Oh, stopp. Ey, wer ist denn das? Jawohl. Wo kommt der jetzt bitte her? Wo kommt der her? Die Frage, muss ich hier runter? Ne, ich muss irgendwie hier hinter. Ich habe irgendwie im Kopf, dass hier noch so einer war mit Pfeile oder so irgendwas. Okay, was macht man jetzt hier? Alter, ich wusste es doch. Hier kommen irgendwo Pfeile her. Ey, hast du gesehen, wie die mich dort jetzt wieder hingekeilt haben? Ey, das wird eine scheiß Passage, ey. Das wird eine scheiß Passage. Also zum einen ist es halt saudumm, dass das jetzt so lang ist, ne? Von diesem Wildschwein bis hierhin ohne Leuchtfeuer ist halt schon ein Wort. Und dann auch noch so dumme Gegner. Also die entweder streckeweise wirklich relativ viel aushalte oder
diese Lanzeträger, wo ich überhaupt nicht wirklich weiß, wie ich gegen die kämpfen soll, weil ich nicht weiß, wie man das Schild wegtritt. Ah ja, sehr gut. Mir wäre es nämlich schon recht, wenn die nicht miteinander kommen würde. Aber wo kam denn eben dieser dritte Schwertkämpfer her? Okay, da war er ein bisschen langsam unterwegs gerade. So, jetzt kommt hier der Meister Schwert. Ey, wenn du hier dieses Parry verkackst, dann hast du einfach die Arschkarte gezogen. Alter, lauf dir mir jetzt nach bis zum St. Nimmerleinstag oder was? Hehehe. Ach, jetzt läuft er wieder hoch, oder was? Jawohl. Nein. Nein. Gut, es geht jetzt kein Weg dran vorbei, dass ich noch so scheiß Menschlichkeit nehme, obwohl das scheiße ist, weil gäbe es mit Sicherheit sinnvollere Passage, wo man die nehmen könnt oder für die man sich die aufheben könnt. Aber auf der anderen Seite, wir bekommen hier noch einiges von den Dinger. So, ich weiß jetzt aber immer noch nicht. Meine, der war das. Der dann irgendwie von hinten gekommen ist. Weil hier... Doch, das ist der bestimmt. Alter, warum kannst du den nicht Emo parryen? Ey, wann muss ich hier Parry drücken? Und warum kommt der hier angelaufen? Der hat mich doch gar nicht gesehen. Kann der um die Ecke gucken oder was? Also wahrscheinlich wird er getriggert, weil ich rechts kurz in die Ecke gegangen bin. Und wenn ich nicht in die Ecke gehe, hätte ich jetzt erstmal die Hoffnung, dass er da nicht getriggert wird. Aber, ach, ganz ehrlich, da könnte ich mich jetzt wieder aufregen, dass der einer einfach um die Ecke gucken kann. Das wäre jetzt halt die Frage, könnte man hier auch einfach so durchrennen? Okay, das scheint zumindest zu gehen.
Das ist dann vermutlich an der Stelle die bevorzugte Variante. Aber geil ist es nicht. Ich muss auch mehr Schade machen. Ich muss definitiv mehr Schade machen. Well, you must be a new arrival. I'm Andre of Astora. Ausrüstung umwandeln. Was war denn das nochmal? Haben wir nicht. Okay. Waffe verstärken. Machen wir mal schön nett, weil die Waffen noch alle scheiße sind. Uchi-Katana wäre natürlich ganz gut, aber das können wir noch nicht führen. Brauchen wir auch nicht. Ausrüstung repariere. Ach stimmt, die Dinger, die sind auch mit der Zeit kaputt gegangen, oder? So irgendwie war das, ne? Sieht man hier auch irgendwo, also irgendwie so Prozentzahl, wie sehr kaputt das schon ist? Reparaturkiste, ja, Kiste. Ach, guck mal, hier gibt es auch ein Langschwert für 1000. Okay, Gegenstände verkaufen kann man hier nicht. Und das ist natürlich doof. Jetzt könnten wir uns zumindest mal das Langschwert haben. Do it all right. Need it. Kleine Scherbe hat er hier. Alter, 20.000. Breitschwert. Kann man... Ah ja, hier. Ach guck mal, das Breitschwert könnte ich sogar... Ach, führe schon, ne? Wie komme ich dann wieder zurück? Also das Langschwert. CC 1010. 80 plus 11. Und das Breitschwert macht eine Ticke mehr Schade. Das wäre ja 80 plus 11, 100. Ja, keine Ahnung. Der soll mir nichts kaufen, aber das wäre, glaube ich, echt. Spaltaxt. Das sieht aber nicht aus wie Axt, ne? Das sieht eigentlich eher aus wie so Sigel. Streitaxt. Stärke 12 habe ich noch nicht. Stärke 11 hätten wir zumindest bald. Don't get yourself killed. Neither of us want to see you go hollow. Langschwert. So, hier unten war, glaube ich, jetzt auch noch mal so Gegner. Genau, ja, stimmt. Aber hier oben konnten wir doch auch noch mal Abkürzung freischalten zum... hier machen wir aber noch einen Safe-Stand. Abkürzung freischalten zum Feuerbandschrein, ne? Vielleicht sollten wir das zuerst nur machen.
Regelversion. App-Version und Regelversion. Was bedeutet denn Regelversion? Gibt es dort irgendwie unterschiedliche Regeln? Schmied, André, Leuchtfeuer. Ja, im Grunde genommen muss man jetzt das ganze Spiel einmal durchspielen. So bis man quasi jede Situation einmal kurz anwählen kann, um die zu üben. Das ist natürlich auch schon fies, ne, dass hier so viele Gegner auf einem Haufen sind. Das ist ganz geil. Die komische... Alter, wie viel Halle die denn aus? Zwar ist Backstep jetzt mit einem Schwert, das auch noch mehr Schade macht. Und nicht tot. So, jetzt muss ich aber hier nochmal kurz gucken, wie das war. Also hier hinten ist der Aufzug. Ist jetzt die Frage, ist der gerade oben oder nicht? Weil wenn ich jetzt reinrenne und er ist nicht oben, dann bin ich auch direkt wieder schön im Arsch. Warum kann er den nicht backsteppen? Nein! Geh weg! Nee, die Ausdauerleiste, die ist auch definitiv zu gering. Nein! Was eine Frechheit! Stahlhelm und eine kleine Scherbe, alles klar. Habt ihr die Frechheit gerade gesehen? Jetzt mal ohne Scheiß. So, hier konnte man auch zwischendurch irgendwo aussteigen. Für irgendwelche Kiste. Wo ich aber jetzt nicht so genau weiß, ob sich das überhaupt lohnt. Sind wir schon da? Ging ja flott. Also hier muss man echt aufpassen, dass man nicht aus Versehen hier in der Aufzug reinrennt und der Aufzug noch gar nicht da ist. Ach, was bist du dann für ein Kollege? Hello there. I am Petrus of Thoroland. Have you? If not, I'd prefer to keep a distance, if possible.
Alles klar. So, hier ging es hier zu dieser Schlange. Hocken wir uns mal hier ans Leuchtfeuer. Können wir aufsteigen? Oh ne, guck mal, wir brauchen schon relativ viel. Und hier links ging es dann irgendwie zum Friedhof, ne? Oder so ähnlich, genau. Okay, wo ging es hier noch gerade hoch? Okay, der Vogel ist nicht klein. Greift er uns an? Oder ist der friedlich? Ah, riese Vieh, ey. Ohne Scheiß. Ach, guck mal, da unten ist eine Truhe. Und die ist aber offen. Was will ich denn mit einer offenen Truhe? Dann ist da ja gar nichts mehr drin. So. Jetzt weiß ich nicht so genau. Hier unten auf dem Friedhof, dort gab es halt 8 Kram zu holen. Theoretisch. Hunde tot gibt es dort 8 zu holen. Ist das zu hoch zum Runterspringen? Wahrscheinlich nicht, aber so ist halt schon sicherer. Jetzt hauen wir es erst noch ab. Die wäre uns jetzt nicht bis sonst wohin nachlaufe. Oder doch. Oder nicht. So, wenn die sich jetzt nämlich zurückziehe, dann könnte ich noch dieses andere Teil holen. Also das sind ja Seele. Das ist halt die Frage, wie viel Seele gibt das und lohnt sich das? Stark. Stark, Junge. Stark. Gut, da raste mal am Leuchtfeuer. Dann wird der ja resettet. Falscher Weg. Und dann könnte man theoretisch versuchen, noch hier dorthin das Item zu holen. Wow. Die machen auch noch irgendwie Giftschaden oder so Shit. Gut, dann gucken wir mal. Wie viel Seele das gibt? Das müsste die 2 hier sein, ne? Und ob sich das lohnen wird.
Na gut. Das Waymo 400 ist jetzt nicht so, als würde ich sagen, jo, das lohnt sich. Also da ist eigentlich das Risiko zu groß. Ja, was ist... Oh, Alter, du ist nur einer. Scheiße. Ey, der soll den Abgang machen. Weg. Weg, 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 weg. Alter, ist der jetzt noch zu dumm, um wegzugehen? Nee, gut. Der müsste doch jetzt nur... Die sind so dumm. So, der steht hier jetzt wieder auf, aber es könnte reichen, als dass wir uns hier hinhocken können. Ja. So, aufsteigen. Kaum wir machen wir die Stärke 1 hoch. Dass wir irgendwo ein bisschen mehr Schade machen. So, und jetzt könnte man mit dem Aufzug theoretisch... Ja, jetzt haben wir uns verlaufen. Brandböhmchen, auch nicht schlecht. Brauchen wir nicht. Hier geht's lang, ne? Boah, Alter, ey, ich hab schon gedacht, scheiße, funktioniert jetzt der Aufzug doch nicht. Genau, hier kann man theoretisch noch raus und Items holen. Aber ey, Leute, ich glaube, das macht das kann in so einem No-Death-Run. Jetzt sind hier wieder Gegner, oder nicht? Aber hier vorne, die sind da. Die sind mir aber jetzt egal. Guck mir jetzt, wenn jetzt der Bogenschütze, ne, von hinne, der hätte die beste Schussposition. Der könnte einfach von hinne quasi durchziehen. So, sind wir wieder da. Gut, dann würde ich sagen, tun wir es für heute nochmal packe. Gut sein lasse. Nach jetzigem Stand geht es am Montag weiter. Ich habe, ich glaube, um 3 oder um halb 4 Termin in Kaiserslautern. Das heißt, weiß ich nicht, bis ich dann daheim bin. Normalerweise müsste es reichen, für um 6 zu streamen, aber ich weiß es nicht genau. Wir schauen dann einfach mal, ne? Wenn es dann halt eine halbe Stunde später wird, wird es eine halbe Stunde später, aber eigentlich müsste es hinhauen. Ne? Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend, schöner Sonntag und ein guter Start in die neue Woche. Und dann sehen wir uns am Montag wieder. Bis dann. Ciao.